Guten Tag, wenn immer du da bist. Ich bin endlos enttäuscht. Von euch allen da aussen, die dem Maulkorb anliegen und das einfach mitmachen. Und vor allem bin ich von denen enttäuscht, die einfach sagen, ja, dann mache ich halt, ich will einfach keinen Stress. Ist eine happige Enttäuschung. Ja, ich kann ein bisschen besser mit dem umgehen, vielleicht als andere. Auch nicht immer gut. Ja. Eine Enttäuschung ist immer auch ein Geschenk. Die Täuschung ist weg. Ich habe die Nase voll von euch allen, die am Maulkorb anlegen. Ich bin jetzt in der ÖV so unterwegs, heute schon gewesen. Ja, vielleicht könnt ihr es lesen. Das ist mein T-Shirt und das lege ich an, zu dem stehe ich. Ihr seid alle nicht mehr ganz wach. Ihr seid alle in etwas triggert worden, wo ihr selber nicht gemerkt habt, dass es ein Trigger ist, sondern einfach so das angenommen habt, wie es richtig soll sein. Ja, es wird euch noch schnell vor der Latz gelegt und dann geht man in die Ferien, das macht der Bundesrat, oder hat er? Jetzt, ja dann, oder? Bundesratsreisli. Es ist ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen. Es ist nicht einfach ein Fehler. Es ist, nein, ich behaupte, es ist ein Verbrechen. Tut man wirklich in einer unabhängigen Untersuchung eine ausserparlamentarische PUC, also eine APUC, tut man das so wirklich unabhängig untersuchen und kommen die Menschen und die Dokumente, die Niederschriften, die Vorhaben, all das mal auf den Tisch, dann sehen das. Und es ist schon so viel auf dem Tisch. Und seit, ich weiss nicht wie lange, rufe ich schon in die Welt raus, hören und lesen doch einmal und schaut doch einmal etwas anderes als euer gewohnte Zeug. Ihr befindet euch wirklich in einem Wahn. Es ist traurig. Es sind nur noch Charakter in dieser Welt. Also wirklich, jeder, der einen Maulkorb und jede auch, die einen Maulkorb anlegt, ob angeschlagen oder nicht, wenn angeschlagen, dann sind sie so auch noch dumm. Weil dann schadet man sich. Ihr habt keinen Charakter mehr. Wie ein Gummibaum. Je nach Diktat beugt ihr euch auf diese Seite oder die andere Seite. Ihr hinterfragt die Dinge nicht einmal. Was ist denn mit euch los? Was läuft da? Da muss ich einfach sagen, lesen Sie nur mal. Echt, lesen Sie nur mal. Hey, wirklich, lesen Sie nur mal. Ist widerlich. Ist wirklich widerlich. Und jetzt haben wir heute, jetzt gerade noch, die Möglichkeit, etwas auszudrucken, zu unterschreiben und abzuschicken. Morgen ist die Frist fertig und dann ist es vorbei. Dann hast du, wenn sie wollen, keine Freiheiten mehr. Dann hast du, wenn sie wollen, nur noch gewisse Zugeständnisse. Das willst du. Morgen läuft die Frist jetzt ab. Wir haben es euch lang genug gesagt. Machen Sie jetzt sofort. Und heute noch Post auf Bern. Das Bundesamt für Justiz. Unterschreib das. Mach so. Und du bist dabei.
dass wir eine Freiheit erhalten können. Je mehr wir sind, je mehr geht etwas. Und wenn es weiterhin so scheindumpel tot bleibt, dann, I'm sorry, dann habe ich schwere Bedenken, was ich nämlich jetzt, wenn ich das alles sehe, schon habe. Also mir ist speiübel, wirklich speiübel. Ja, ich habe es ja schon mal gemacht. Das bisschen Humor muss man ja schlussendlich haben. Ist einer von diesen Hinweisen. Ja. Lässiges T-Shirt, oder? Gickerig. Hat meinen zweiten Sohn gemacht. Wunderschön. Ja. Und jetzt dann spielt er dann gerade auch noch auf dem Schlagzeug von meinem ersten Sohn. Wunderbar. Wunderbar. Ich hatte echt zu kämpfen. Weil ich weiss, das, was ich bringe, ist ja nicht unbedingt neu. Aber ich weiss, dass es an die richtigen Adressen muss kommen. Und darum, ja, denkt euch, was ihr wollt. Ich hatte auf jeden Fall zu kämpfen, da nochmal anzustehen und mein Maul aufzutun. Und ich habe das Gefühl, es bringt bei euch echt nichts. Es bringt bei euch nichts mehr. Wir sind echt Gummibäume. Feigling. Kein gerader Rücken, keine Courage. Obwohl ihr genau wisst, es stimmt, was ganz gehörig nicht da. Die haben uns so eben jetzt zum Sklaven gemacht. Morgen läuft die Frist ab. Ob wir noch eine Chance haben, die das verteilen und ja, darauf aufmerksam machen und anklagen, das wird sich zeigen. Ich sehe schwarz. Jetzt haben sie euch einfach am Sack. Ihr seid ja so etwas von selbstgerecht, naiv und arrogant selber jetzt in die Kacke hineingelaufen. Jetzt, ab jetzt, gilt jeder Mensch, der hier einen Maulkorb anlegt in der ÖV, jeder Mensch für mich als Mittäter. Er macht sich mitschuldig. Jeder Mensch, der das macht. Er hat eine Bakterienschleuder und so wird man noch kränker, als man schon könnte sein, wenn man irgendwie vorbelastet ist. Ein gesundes Immunsystem hat mit dem kein Problem, außer mit einer Maske hat sie auch ein Problem. Weil das sind dann Folgeschäden, nachfolgende Schäden. Ich glaube das alles nicht. Ich will das alles nicht hören. Ich will das alles nicht anschauen. Die sind bei mir so etwas von unten durch. Und die es dann schon wissen, dass sie eigentlich anders wären und das dennoch machen, mit denen bin ich jetzt einfach mal fertig. Das ist, also bevor man das nicht selber einsieht, was man da selber mitmacht, brauche ich nicht mehr in meinem Feld. Echt nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich echt nicht. Ohne durch sind. Grusig. Echt grusig. Leck. Zum Heulen. Ja. Geht jeden Tag in den Wald. Schaut einfach, dass es euch gut geht. Essen es richtig. Schaut, dass der Rohkostanteil über 50% ist. Besser noch über 70%. Das hilft ganz bestimmt. Es muss ja nicht 100% sein. Aber schaut, dass der Rohkostanteil über 70% ist. Und dann geht in den Wald. Geht in den Wald, jeden Tag oder immer einfach, wenn ihr könnt. Und dann tun euch ein paar Büchlein zu, dann könnt ihr gerade bestimmen, oder?
Zum Beispiel, oder? Ich habe jetzt hier 2 Beispiele. Oder? Ich hätte noch mehr zum zeigen, aber nein, jetzt mag ich nicht aussuchen. Ist mir im Moment echt nicht drum. Macht etwas für euch. Und dann kommen wir auch wieder ein bisschen da in die Birnen rein, wo ihr angehört. Im Moment sind ihr überhaupt nicht daheim, das ist jemand anderes daheim. Merkt ihr das nicht? Ihr seid hineingelegt worden. Und ihr seid jetzt die das möglich machen, dass eine Impfung soll geben soll, die in unser Genom eingreift. Und dass es eine Situation soll geben soll, wo wir unter kompletter, durchgehender Kontrolle sind. Und dass man auf Bedarf dann kann genötigt werden, dass man dann einfach macht, was dann gewünscht ist. Und dass man dabei, das ist jetzt Spekulation von mir, beziehungsweise eigentlich voraussehbar, dass man dabei da ziemlich viele Menschen unfruchtbar macht. Das heisst, sie können kein Nachkommen bilden. Und das kann man alles belegen. Ihr müsst es halt einmal anschauen. Hören ja auf, blöd schnurren drüber. Ihr müsst es halt einmal anschauen. Wir sind Beschreiber, die Berichterstatter und die Beschreiber und die Beobachter von Verschwörungen. Mit Verschwörungstheorie hat das überhaupt nichts mit zu tun, ausser die halt, die dann nicht wirklich übertreiben. Denen geht es dann vielleicht um Theorie. Schauen wir mal die Fakten an. Seit Jahren legen wir euch wirklich Ergebnisse von Verschwörungen, die es hat schon in der Geschichte etc. Aktuelle Geschichten, Fakten, Dokumente etc. kommt nicht in die breiten Medien, in die Leitmedien, so nicht. Wäre ja störend. Dann kann man eben nicht mehr so gut leiten, wenn die Menschen sehen, was da wirklich abgeht. Sie leiten euch. Sie haben euch betrogen. Sie haben euch so etwas verarscht. Und sorry, es ist widerlich, wenn du weiterhin so verhaltest. Und ich kann keinen Respekt leben zu solchen Menschen, weil sie unsere Kinder traumatisieren. Das ist schon drin. Das vergebe ich euch nie. Ja. Das könnt ihr sicher sein. Das hebe ich euch während der ganzen Existenz immer wieder vor. Das reibe ich euch unter die Nase. Das werde ich so machen. Ich bin der Spielverderber, ich sage das. Es ist hässlich, grusig, was ihr da tut. Und ihr habt jetzt noch eine Möglichkeit. Jetzt, genau jetzt, in dem Moment, heute. Es muss heute noch auf Post, anposten. Es muss morgen da sein. Es muss. Nicht, wir können es dann ein bisschen später. Nein, gar nicht. Jetzt sofort. Jetzt sofort, wenn du das siehst. Und wenn es noch der 9. Juli ist. Und du das siehst. Jetzt hast du die Möglichkeit, gang auf dieberichterstatter.ch. Der hat ein Dokument, das ist eine Bilddatei. Die Textdatei ist eine Bilddatei, ganz bewusst. Dass sie nicht so angegriffen werden kann. Du die ausdrucken, du sie unterschreiben und schick sie die an, wo sie angehört. Das ist alles beschrieben. Ganz einfach. Mach jetzt. Echt. Ich wünsche mir eine Welt, wo es keine Gummibäume mehr hat, wo sie nicht angehört. Und sorry, wir haben nicht das Klima eigentlich schon in diesem Land für Gummibäume. Das kannst du in deinem Hägli denken haben. Mehr geht gar nicht.
Jetzt stehen auf und machen was. Druck das aus, unterschreib es und schick es auf Bern, bitte. Ja, du hast deinen Kindern dann mal, wenn du Kinder hast, in die Augen zu schauen, wenn sie dich fragt, warum hast du nichts gemacht? Warum nicht? Gute Zeit.